Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 3:3 bei Eintracht Frankfurt am 60. Bundesligaspieltag. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Ja. Gut, und damit gehen wir rein in den Bums. Einen schönen guten Alles? Müsste Junge, so sein, glaube ich, jetzt. Genau. Mikrofon kaputt gemacht, ne? Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Bayern München. 58.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Deutsche Bank Park haben ein 3:3 gesehen zwischen der Eintracht und dem FC Bayern. Beide Cheftrainer sind hier, Dino Topmeller von unserer Eintracht und Vincent Kompany vom FC Bayern München, den ich auch um das erste Statement zum Spiel bitten darf. So, ja, wenn es geht, mache ich das kurz auf Englisch. I thought it was, first of all, a very good performance of my team. I think the reason I say this for like a number of reasons is, first of all, this was a tough game against a team that was at that time second in the Bundesliga and a difficult away game for Bayern traditionally. But when I look at how the team worked and ran for each other and the chances we created, I think against a very good Frankfurt team, I think that's a very positive performance. And then I know that we are all judged by results, but I think our job as coaches, or my job as a coach as well, is to look at how we performed against some of the top team in Germany and to absolutely continue to improve towards, I think if we continue like this, we're going to have a lot of wins. I know you're going to talk about the 3 goals we conceded. Of course, I accept that. But this is part of the things you have to always improve during the season. Thank you very Vorher, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Ahnung. Hat er natürlich auch die 3 Tore. Also erstmal haben wir er sagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, jeder hat für den anderen gearbeitet, bla bla bla, was wir immer hören. Er hat natürlich die 3 Gegentore gesehen und das sind Dinge, die man in der Saison, an denen man arbeiten muss innerhalb der Saison. So habe ich es verstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Ja, so langsam könnte man auch anfangen, die Fragen auch gerne auf Deutsch zu beantworten. Ich habe da kein Problem mit, aber er kann ja Deutsch sprechen. Also weiß ich nicht, ob man das jetzt nicht auch hätte auf Deutsch kommunizieren können. very much. Dino, bitte um deinen Kommentar. Ja, wir wussten, dass wir heute in dem Spiel gegen eine super gut organisierte Bayern-Mannschaft viel leiden müssen und das haben wir auch getan. Es war mir trotzdem nach meinem Geschmack zu viel dann im tiefen Block, aber das war einfach die fußballerische Qualität, die Bayern München in ihren Reihen hat, auch aufgrund ihrem guten Positionsspiel. Du hattest irgendwo immer in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass es gefährlich ist, aber so richtig gefährlich wurde es trotzdem nicht. Distanzschüsse, ja, die hat Kauer auch wieder gut entschärft, schießen halt 2 Tore nach Ecken, das natürlich ein bisschen unglücklich ist. Wir hatten meinem Geschmack auch zu wenig Entlastung, aber Bayern ist, seit mein Kollege da ist, im Gegenpressing unglaublich gut, lassen da sehr wenig zu. Die Momente, die wir hatten, haben wir natürlich mit dieser brutalen Qualität vorne, mit dem Speed auch für uns genutzt. Dann geht es mit einem 2:2 in die Halbzeit. Unglücklich ist, dass wir dann einen entscheidenden Zweikampf einfach verlieren, wo es dann der Fall ist, dass Olise diesen freien Schuss hat und das macht er einfach richtig gut. Und dann war es klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Die Jungs haben aber dann auch sich weiter an die Ordnung gehalten, an den Plan gehalten. Und ich glaube, was wichtig war, dass wir dann mit den Wechseln auch von JM, von Mario und auch von Can unsere fußballerische Qualität einfach nochmal erhöht haben und es uns sehr, sehr gut getan hat im Spiel, weil wir einfach ein bisschen mehr Entlastung hatten, weil wir mal gute Aktionen im zentralen Mittelfeld hatten, auch mit Moderhut. Das war sehr wichtig für uns und dann ist es natürlich glücklich, wenn du hinten raus in der letzten Minute das Tor dann schießt. Ob es verdient, unverdient, das könnt ihr gerne bewerten. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gegen ein großartiges Team von Bayern München einen Punkt geholt und jetzt gehen wir
mit einem gelungenen Start zufrieden in die Pause, aber wir wollen, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, wir wollen hungrig bleiben und die Mentalität in der Truppe ist einfach unglaublich und so muss es und soll es auch weitergehen. Dankeschön. Danke dir, Dino. Dann kommen wir zu Ihren und euren Fragen an die beiden Cheftrainer. Starten vorne bei Frank Hellmann. Ja, Company, eine Frage an Sie, Frank Hellmann, freier Journalist. Nach so einem Spiel heute muss man vielleicht ja auch die Frage stellen, klar nach vorne, was sehr, sehr gut, aber die Tore fallen alle nach einem ähnlichen Strickmuster. Also jedes Mal scheint ein bisschen die Absicherung zu fehlen. Das war ja auch in Aston Villa schon eine Debatte. Also muss der FC Bayern mit mehr Absicherung spielen in Zukunft? Wir haben in der letzten Woche gegen Leverkusen gespielt, die 90 Punkte geholt hat letzte Saison. Frankfurt, die sehr, sehr stark ist, sehr gut ist angefangen diese Saison. Und in dieser Top-Spielen können wir nur sagen, dass der Spielverlauf genau ist, was wir erreichen müssen. Wir können natürlich auch sprechen über die Tore, die wir bekommen haben gegen uns, oder wir können sprechen über die Chance, die wir hatten heute. Und letztendlich ist es immer so als Trainer, dass wir immer dass wir immer alles so that we always have to improve things step by step. So of course there are things that are not perfect, but in the end I have to focus today on all the things we did so well. Last year, for those who were here, I think you remember, and Alter, wenn er jetzt wirklich anführt, dass wir letztes Jahr da 5-1 verloren haben und das jetzt gut war, Alter, dann weiß ich es auch nicht. Dann geht das schon wieder in eine Richtung, die ich persönlich auch nicht fühle. Was er vorher gesagt hat, ja, man fokussiert sich mehr auf die Sachen, die gut laufen und man arbeitet an die Sachen, die nicht gut laufen, Step für Step. Das Problem, was ich halt sehe, ist halt einfach, wenn man sich komplett abhängig davon macht, was unsere Spielweise gerade ist, das ist gar kein Vorwurf an Opa Ominjay, wenn man sich aber komplett davon abhängig macht, dass diese beiden Spieler so performen wie gegen Bremen oder Leverkusen, dass sie jeden Zweikampf gewinnen, alles abräumen, und wenn sie das nicht tun, direkt ein Gegentor dadurch entsteht, dann weiß ich nicht, ob das so geil ist auf Dauer. Also dann ist das natürlich schön für uns zum Ansehen, ja, gar keine Frage, weil wir sehen weiterhin super offensiven Fußball, aber dann werden wir nicht um irgendwelche Titel spielen. Ja, du kannst dich nicht abhängig machen von 2 Spielern, dass die Zweikämpfe gewinnen müssen. Sorry, das geht nicht. Da muss auch ein Plan B da sein, ja. Und nochmal, wenn man sich davon abhängig macht und dann insgesamt als Team einen Tacken defensiver agiert, so wie wir es dann nach dem 3:2 getan haben, völlig fein. Ja, gehe ich mit. Fühle ich. Aber dann kann ich nicht in der 94. Minute wieder mit 2 Innenverteidigern Mann gegen Mann und ein Sechser Mann gegen Mann stehen und ein Gegentor kassieren. Also das ist dann ein Unding. Ja, dann muss ich sagen, es ist jetzt die Nachspielzeit. Ich habe ja extra 2 zentrale defensive Mittelfeldspieler eingewechselt. Dann müssen die auch auf dieser Position sein und nicht ein paar Linien vorne im 16er rumtun und ein Conny Leimer da auf dieser Position da in diesen Zweikampf gehen und nee, das geht da nicht. Ja. Und gut, wie gesagt, es ist Anfangsphase. Er ist jetzt das 7. Spiel, 8. Spiel da, alles ist gut. Er muss jetzt daraus lernen, da hat er jetzt Zeit zu, eine Woche alles zu analysieren, und da muss man daraus lernen. Jetzt anzubringen, ja, ihr wisst ja, was der FC Bayern die letzten 2 Jahre in Frankfurt gespielt hat. Sorry, das fühle ich nicht, weil er hat sich letzte Mal noch dahingesetzt, wann war das? Jetzt, letzter vor die PK, hat gesagt, Vergangenheit interessiert nicht, Vergangenheit ist Vergangenheit, wir gucken jetzt auf das Hier und Jetzt. Und das sollte man tun. Ja, und wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt kein schlechtes Spiel. Wir haben auch genug Chancen gehabt. Man muss die Dinger dann halt mal machen. Grüße gehen raus an Thomas Müller. Aber man muss dann mal eher reagieren, wenn man auf das 4:2 gehen möchte. Ja, da muss man mal frische Leute vorne reinbringen. Auch da hat man gesehen, dass viele Spieler müde waren. Und wenn man das nicht möchte, dann muss ich auch eher reagieren und entweder für mehr Stabilität sorgen,
Aber ich kann doch nicht anfangen, in der 90. Minute 3 Spieler auszuwechseln. Und das gibt immer ein gewisses Chaos. Ja, die Spieler brauchen mal einen Moment, sich zurechtzufinden und so weiter. Das in der Nachspielzeit zu tun, auf so wichtigen Positionen, das ist schon schwierig. Und wenn, dann sollte man denen mitgeben, dass sie wirklich defensiv stehen sollen und nicht mit nach vorne rennen wie angestachelt. Probably many thought that this could be a very dangerous game for us. It was also a dangerous game, but in the way we approached this game, I can't say that I'm not proud of the team. And I have to look at it. Okay, er hat den Vergleich nicht gemacht. Er hat nur gesagt, dass es halt ein schwieriger Gegner ist, ja, oder ein gefährlicher Gegner. Das haben die letzten Jahre gezeigt und dass es dann auch so war. Da stimme ich ihm zu. Und er hat dass er nicht stolz auf das Team sein kann. Ja, wie gesagt, das sehe ich ja ähnlich. Ja, man muss dann nur anders agieren. Details, of course, but it's easier to look at the details than to look at everything as a base that you have to change. So I'm happy to look at the details we have to improve, but I'm happy we don't have to change everything. Okay. Also es wird dabei bleiben. Das nehme ich jetzt mal seinen Worten. Also er hat gesagt, Details muss man drauf gucken, muss man ändern. Aber das Grundkonzept ist gut und das bleibt so. 100%, wenn das sein Dingen ist, seine Spielweise ist, seine Spielidee ist, habe ich ja gesagt. Ja, die ist ja auch nicht so, dass sie nicht zum Team passt. Haben wir gegen Leverkusen gesehen. Ja. Dann feuerfrei. Dann musst du aber auch sagen, dann musst du, wenn es 3-2 steht, bei Eintracht Frankfurt auf das 4-2 gehen. Und nicht anfangen, versuchen, das Ding irgendwie nach Hause zu schaukeln. Ja, weil da haben dann auch die beiden Gegentore, die wir vorher kassiert haben, gezeigt. Ja, da musst du Vollgas geben. Musst das 4. nachlegen. Dann ist das unsere Spielweise. Alles gut. Und dann machst du dich abhängig davon, dass die Innenverteidiger beide immer einen guten Tag haben und ihre Zweikämpfe gewinnen. Und fein. Wenn das dann nicht ist, habe ich vor der Saison gesagt, ja, nachdem die ersten Kritiken aufkamen. Wenn das so ist, wenn man das so möchte, ja, da musst du ein Tor mehr schießen, wie die Innenverteidiger hinten zulassen. Ganz einfache Kiste. Ja, und das haben wir heute halt einfach nicht getan und dann geht das Spiel unentschieden aus. Oder du verlierst es sogar. Ne? Ganz einfach. Aber nochmal, ich persönlich gucke mir dann lieber so ein 3-3 an wie ein 1-1. Ja? Nur was mich ärgert an diesem 3-3, dass es so einfach zu verhindern war. Ja? So einfach zu verhindern. Indem einfach mal in der Mitte da ein paar Linien gestanden hätte, indem man in den letzten 2-3 Minuten in der Nachspielzeit gesagt hätte, komm, wir gehen mal hinten auf eine Dreierkette, dass wir hinten zentral ein bisschen defensiv stärker stehen, falls Frankfurt noch ihre Umschaltmoment kriegt, weil die das versuchen werden. Das hätte man tun können. Ja? Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man sagt, ja, wir wollen aber nicht von unserem Grundkonzept abweichen. Ja, das ist dann einfach Schlauheit. Ja. Und das würde ich dann sogar in seinen Worten als Detail sehen. Und daran muss man dann arbeiten. Ne? Dass man dann vielleicht mal in den letzten 10 Minuten anfängt, da hinten auf eine Dreierkette zu gehen. Wenn man es nicht geschafft hat, mit mehr als ein Tor eine Führung zu erspielen. Christopher Michel von den Fußball-News. Ja, guten Abend nach oben. Hallo Dino. Glückwunsch auch zu dem Punkt. Wann hast du nochmal gemerkt, dass ein Ruck durch deine Mannschaft ging, weil man, sag ich mal, bis zur 80. Minute so einfach das Gefühl hatte, auch irgendwann das plätschert so dahin. Du hast die Einwechslungen angesprochen, aber gab es vielleicht noch irgendeinen anderen Schlüssel? Ja, er sagt's, ne? Das Gefühl hatte man auch. Aber wenn man auch gerade auf uns bezogen, nochmal. Man hätte dann das 4-2, man hätte auch das 4-2 spielen müssen, ja. Und es plätscherte wirklich dahin. Frankfurt stand gut, wir haben Ringepitz mit Anfassen gespielt. Das ist dann halt verkehrt, ne? Wenn man sich auf diese Spielweise einlässt und sich abhängig macht von der Innenverteidigung, dann muss man sagen, ja, dann müssen wir auch noch auf das 4. gehen, damit wir 2 Tore Vorsprung haben für die Schlussphase. Das wird bei jedem Gegner so sein. Ja, wahrscheinlich wird nicht jeder Gegner die Qualität vorne haben, die Frankfurt heute hatte und nutzt das eiskalt aus. Aber jeder Gegner wird dann versuchen, in den letzten 10, 15 Minuten Vollgas zu geben und das Ding zu drehen, wenn man nur mit einem Tor führt. Ja. Moment, wo du sagst, da hat sich die Mannschaft nochmal rausgezogen und auch an sich geglaubt?
Ja, also ich glaube, das entscheidend war, dass wir einfach im Zentrum dann diese 3 spielstarken Spieler hatten, die immer wieder mal über diese Einkontaktverlängerung. Und das kommt ja noch dazu, ja. Wie er es schon sagte, die haben dann die spielstarken Spieler gehabt im Zentrum. Und dann ist keiner im Zentrum in der Nachspielzeit. Sich dann im Zentrum, wir wussten, dass wenn wir die erste Pressinglinie von Bayern überspielen, dass wir dann immer wieder auch mal gefährlich werden können. Das haben wir einfach viel zu wenig gemacht, weil Bayern es einfach fantastisch gut gemacht hat. Das muss man neidlos anerkennen. Wir haben dann bei der Verletzungspause von Jean-Matteo Bajoya haben wir dann nochmal mit den Jungs gesprochen und haben gesagt, okay, es ist halt jetzt volles Risiko, wir gehen ins Mann-gegen-Mann-Pressing, jeder gegen seinen Gegenspieler und versuchen einfach ein bisschen mehr Druck drauf zu bekommen und ja, dass es am Ende funktioniert, das ist natürlich umso schöner. Ich glaube, es war eine gute Positionierung von Junior, der dann an den Kopfball reingeht und Omar einfach ein unglaublich gutes Finish, dass er da am Ende nochmal die Körner hat, um da nochmal einen Sprint anzuziehen und dann auch nach einem langen Sprint dann auch diese Coolness zu haben vorm Tor, das ist schon außergewöhnlich gut gewesen. Julian Franzke vom Kicker. Die einfachen Gegentore schon angesprochen nach den Eckbällen. Kannst du da vielleicht nochmal ins Detail gehen? Zum einen, was aus deiner Sicht beim Rausrücken vielleicht nicht gestimmt hat und auch in der Mitte. Ihr habt ja eigentlich Überzahl gehabt und trotzdem keinen richtigen Zugriff in den Situationen. Manchmal war es ja auch ein bisschen Ping-Pong. Ja, wir wussten, dass Bayern sehr gefährlich ist bei Standards. Wir wussten auch, dass sie viele Situationen schnell spielen. Das haben sie auch gemacht und das haben sie auch gut gemacht. Beim ersten Tor, ich habe nur das erste jetzt im Review gesehen. Ja, kann man vielleicht auch über einen Foul diskutieren von Uppa, aber das ist jetzt hinfällig, das brauche ich jetzt nicht tun. Spielen viele Bälle auf den zweiten Pfosten, das haben sie gut gemacht und dann hatten sie gute Boxbesetzung. Ich glaube, Thomas spielt den ersten Ball dann quer auf Kim, der haut ihn schön unter das Dach und ja, am Ende, wie Vincent auch schon gesagt hat, gibt es natürlich immer auch für uns viele Dinge, die wir einfach verbessern müssen und auch verbessern wollen und das gehört mit Sicherheit dazu. Johannes Wolf von der Bild-Zeitung. Ja, Lodino, die Frage an dich. Du hast nach dem Spiel Omar Mamouche, glaube ich, sehr herzlich in den Arm genommen. Was hast du ihm gesagt und wie geht man in so einer Hochphase mit dem Ja, hast du ein schlechtes Spiel gemacht, hat er ihm gesagt. Jungen jetzt aktuell um? Also das war jetzt ja heute gegen einen Top-Gegner nochmal. Aber schön zu sehen, dass die Bild-Zeitung Bild-Zeitung ist Bild-Zeitung. Ja, nochmal ein weiterer Schritt, den er gegangen ist und dann vielleicht auch die Frage an Herrn Kompanie, was den Mamouche aktuell so schwer zu verteidigen macht. Ich meine, Sie hatten ja wahrscheinlich auch einen Plan, das zu tun. Ja, also ich muss sagen, Frankfurt hat natürlich Talent und das haben ich glaube, es ist die jüngste Mannschaft in der Bundesliga, glaube ich. Ich habe das auch als Trainer gemacht, deswegen ich will das nochmal wiederholen, weil das ist nicht einfach, wenn du eine junge Mannschaft hast und wenn du siehst, wie viel Potenzial die haben. Mamouche ist einer von diesen Spielern natürlich. Die werden nur besser werden mit Zeit. Und was er macht in dieser Situation, was er macht auf, glaube ich, das Tor vom Ekitike ist eigentlich nicht normal. Noch mit Kraft durchsetzen, Uppa hat keine gemacht zu Uppa. Die ganze Saison. Und noch einmal mit Kraft durchsetzen und dann diese Qualität auch am Ende, die richtige Entscheidung zu machen, die Qualität im Abschluss und die Geschwindigkeit, sieht irgendwie manchmal so ein bisschen locker aus und dann, wenn er richtig antritt, dann ist er schon sehr schnell. Und nein, ich kann das erkennen, wenn auch Spieler Qualitäten haben, und das ist, wir haben viele auch in Bayern natürlich, aber er ist einer von diesen Spielern natürlich, die in einen richtigen Verein wächst und das siehst du auch. Deswegen ich werde auf jeden Fall jede Situation beobachten, aber ich weiß auch, wir haben was dagegen und diese Spieler sind organisiert, die wissen, was die machen müssen und die können ihre Momente nutzen. Ich habe ein sehr gutes und, glaube ich, auch ein besonderes Verhältnis zu Omar. Selber auch mal im Sturm gespielt, habe nicht ganz so gut. Aber trotzdem hast du dann natürlich immer zu deinen Angreifern ein sehr eng und besonderes Verhältnis, auch viel vors Tor gehen. Was ich ihm gesagt habe, das bleibt ein Geheimnis erstmal noch zwischen mir und Omar, weil wir vor der Saison schon so einen kleinen Deal hatten und das kann ich dir irgendwie... Junge! Du machst die Saison 30 Hüten, war der Deal. Deswegen kann er das nicht so nie sagen. Wann mal am Ende der Saison verraten.
Wenn wir langsam zum Ende kommen, nehmen wir noch Erik Tobias von der dpa mit. Ja, Herr Kompany, eine kurze Frage. Harry Kane musste ausgewechselt werden. Wo tut es ihm weh und können Sie schon was Genaueres sagen? Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben Sie noch mehr Verletzte zu beklagen? Und wo tut es ihm weh, ne? Sag mal, du, wo tut es ihm denn weh? Ein bisschen klassische Antwort, weil es ist noch ein bisschen zu früh, damit wir ganz genau sagen, was er hat, aber wir hoffen, wie er das erklärt, dass es nicht so schlimm ist, und genau das Gleiche mit Upamecano eigentlich. Und wenn ich jetzt diese Woche anschaue, dann war das für mich auch ein richtiger Test für unsere Mannschaft. Wie dominant können wir noch sein in so einer Woche gegen diese Mannschaft, 3-mal in die Woche. Und wenn es nicht so schlimm ist, dann bleibe ich dabei, dass das für uns eine ganz gute Vorzeichen ist, auf was wir können erreichen diese Saison. Aber natürlich, wir müssen alle fit haben und hoffentlich ist es nicht so schlimm. Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Da schließt sich die Frage nach Robin Koch an, dass er nicht so aussieht, wenn er zur Nationalmannschaft könnte, oder? Ich habe jetzt nach dem Spiel nicht mehr mit ihm gesprochen. Das ist auch ein Wahnsinns-Mentalitätsspieler, Robin. Der war in der letzten Woche in der medizinischen Sitzung, war eigentlich besprochen, dass er Kiel und Besiktas spielt und dass 3 Spiele in einer Woche wahrscheinlich zu viel sind, weil er einfach mit der Hüfte auch ein bisschen Probleme hat. Er hat heute auch nochmal auf die Zähne gebissen. Es ist nicht so einfach gerade für ihn und er hat es bravourös gemacht. Er hat sich auch wieder in jeden Ball reingehauen und das müssen wir jetzt mal schauen, ob das tatsächlich Sinn macht, dass er zur Nationalmannschaft fährt. Zum Abschluss der Kollege in der ersten Reihe, bitte. Süddeutsche Zeitung. Herr Kompany, ganz blöde oder ganz banale Frage. Was ging Ihnen durch den Kopf, als dieses 3:3 noch fiel? Was waren da für spontane Eingebungen? Ruhig bleibe, weitermache. Es ist Fußball und ich freue mich auf das nächste Spiel. In diesem Sinne bedanke ich mich. Ja, deeskalieren kann er. Deeskalieren kann er, der Türsteher. Ja, wie gesagt, es war halt zu vermeiden. Ne? Wir haben uns halt wieder für diesen riesigen Aufwand nicht belohnt. Wie gesagt, diese Richtung geht wie unter Nagelsmann. Ja, da war es ähnlich. Da haben wir uns dann auch irgendwann nicht mehr belohnt. Und irgendwann war dann der Glaube weg an das System in der Mannschaft. Das Gefühl habe ich aktuell nicht. Ja. Aber ich glaube, er muss ein bisschen aufpassen, dass er den einen oder anderen Spieler nicht verliert. Ne? Weil wenn wir immer über Arbeit und Leistungsprinzip reden und dann da so ein Kingsley Coman jedes Mal rumdümpeln sehen, dann weiß ich nicht, ob das dann alles noch so glaubwürdig ist. Zumindest für mich als Außenstehenden, der keine Trainingseinheiten sieht. Die nächsten beiden Spiele werden zeigen. Stuttgart, Barca. Wie wir sie, wo die Reise hingeht. Ja. Bisher alles gut, wir haben einen guten Saisonstart. Ja. Wir haben eine Niederlage, ja, wir haben 2-mal einen Sieg hergeschenkt gegen Leverkusen, gegen Frankfurt jetzt, aber das sind auch gute Teams, definitiv. Die werden wahrscheinlich auch, bin gespannt, ob Frankfurt das hält, die Saison über. Ja, aber es war auch klar, dass nicht alles jetzt direkt funktioniert. Ne? Wir müssen das doch alles nicht zu negativ reden. Was man heute kritisieren kann, habe ich klipp und klar in meiner Spielanalyse kritisiert und da muss ein Winnie sich auch gefallen lassen. Ja, das mit den Auswechslungen war eine Katastrophe meiner Meinung nach. Und das Verhalten in der 94. Minute da defensiv ist halt auch eine Katastrophe. Da muss man dann mal sich eingestehen, pass mal auf, wenn das so ist, so eine Phase, dann muss ich halt einfach mal ein Defensiv mehr hinstellen und gut ist. Ja, dann passiert das Tor so nicht. Das Thema Manuel Neuer mache ich jetzt nicht auf. Das können wir morgen vielleicht mal im Stream ein bisschen aufmachen. Wie gesagt, ich denke, alle 3 Tore waren nicht unhaltbar. War natürlich jetzt auch keine Torwartfehler, aber ich denke, ein Manuel Neuer auf sein Leistungsniveau hätte auf jeden Fall mindestens einen von diesen 3 gehalten. Bin ich mir sicher. Aber gut. Wie gesagt, wir können mit dem Start bis dahin zufrieden sein. Natürlich tun die beiden Unentschieden ein bisschen weh, weil wir uns nicht belohnt haben. Die Niederlage dasselbe. Aber nochmal, ich persönlich gucke mir lieber den Fußball an, als wie die 1,5 Jahre Tuchel-Fußball. Und damit gehen rot-weiße Grüße raus. Tschüssi.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.